Oh, machen mal einander Nore. Oh, ihr seid ja schon da. Machen mal einander Nore. Das benutze ich oft, wenn irgendein Schleicher vor mir fährt beim Autofahren oder wenn ich im Supermarkt an der Kasse stand und die Person vor mir braucht ewig, um den Inhalt vom Einkaufswagen aufs Band zu legen und Pfanne nur ewig beim Bezahlvorgang, weil man jeden einzelnen Cent aus dem Geldbeutel rausgruscheln muss. Da der die am liebsten schreien, machen mal einander Nore. Mach ich aber nicht. Machen wir einander Nore, habt ihr vielleicht aber auch schon mal selber anhören müssen, vor allem vielleicht am Montagmorgen beim Schaffen, wenn ihr noch nicht so im Gang sind und der Chef sagt zu euch, jetzt machen wir einander Nore. Ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was machen wir einander Nore auf Hochdeutsch bedeutet. Ja, beeil dich mal. Aber beeil dich mal, das kann man so 1:1 übersetzen, weil machen mal einander Nore, der die jetzt auch so schreibe, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber dieses einander Nore kannst du wirklich ins Hochdeutsche übersetzen. Jetzt habt ihr was Neues dazugelernt, vielleicht habt ihr es auch schon kennt, machen mal einander Nore. Und ich muss jetzt aber auch noch dazu sagen, wisst ihr, in welcher Situation ich diese Aussage, machen mal einander Nore, überhaupt nicht brauchen kann? Das ist, wenn ich zusammen mit meiner Freundin beim Schmusen bin und sie das zu mir sagt, Axel, machen mal einander Nore. So, liebe Leute, ich wünsche was, bis zum nächsten Mal, tschüssli und ade.